Hoch im Norden in Bremerhaven hat die Gorch-Fock-Grundschule einen neuen Schüler. Seit 3 Tagen jetzt nimmt der kleine Konstantin aus Bulgarien am Unterricht teil. Er spricht kein Wort Deutsch. Also na, nee. Individuelle Sprachförderung. Konstantin hat Bastian Billen an seiner Seite. Die Klassenlehrerin hätte keine Zeit für ihn alleine. Mehr Schüler brauchen mehr Lehrer, doch die werden sogar weniger. Hier in Bremerhaven gehen schon bald 200 in Pension. Ein großes Problem für die Stadt, aber die Chance für Bastian Billen auf eine Beamtenstelle von Nordrhein-Westfalen an die Nordsee. Also wahrscheinlich hätte ich wieder eine Vertretungsstelle angenommen, eine befristete Stelle. Weiterhin dann auch im Angestelltenverhältnis. Ja, so wäre wahrscheinlich die Aussicht gewesen. Man kann halt nicht langfristig planen. Wenn sie über den Stundenplänen fürs nächste Schuljahr brütet, wird Stefanie Polzer-Pupel Angst und Bange. Bald kommen neue Schüler aus Syrien. Auch die müssen schnell Deutsch lernen, um ihrer Klasse hinterherzukommen. Wenn das dann nicht richtig gelingt, weil die Förderung fehlt, dann führt das auch zu Frustration. Die Motivation auch der Familien und der Kinder wird sinken. Und die muss man ja eigentlich nutzen, dieses Potenzial. Das ist ja genau das, wo man ansetzen muss. Bremerhaven buhlt um junge Lehrer im Internet und im Kino. Die Stadt hat einen Werbefilm produziert, Stellenangebot auf Großleinwand, demnächst in Bayern und Baden-Württemberg. Not macht erfinderisch. Es ist natürlich eine schwierige Situation, wenn alle die Bedarfe haben. Wir machen ja auch nur Angebote. Wir werben nicht ab. Also das sicherlich nicht. Aber es gibt immer noch Bewerberinnen und Bewerber, die in ihren Heimatbundesländern nicht sofort eine Anstellung finden, wo es vielleicht noch Wartezeiten gibt. Und denen sagen wir, wenn ihr nicht mehr warten wollt, sondern sofort arbeiten möchtet, dann könnt ihr euch gerne in Bremerhaven bewerben. Bastian Billen hat das getan, mit gehörigem Erfolg. Seine 3. Klasse hat einen Rap-Song geschrieben über ihren coolen neuen Lehrer. Kaum eine andere Stadt in Westdeutschland ist in den letzten Jahren so schnell geschrumpft wie Altena. Seit 1970 hat die Stadt im Sauerland fast die Hälfte ihrer Einwohner verloren. Der Niedergang der Metallindustrie